herzlich willkommen zu einer Partie, die normalerweise sehr viel Spannung bringen müsste. Das liegt ganz einfach an der Tabellensituation, denn beide Clubs sind leistungsmäßig ganz dicht beieinander. Völlig richtig, Tom. Und heute geht es eventuell schon darum, wer sich da etwas absetzen kann, vielleicht so ein bisschen oben ranrückt. Und beide Mannschaften wissen natürlich auch, was für eine Bedeutung diese Partie hat. So, jetzt wird's gefährlich. Nicht schlecht, aber er müsste halt den Ball aufs Tor ziehen. Rechnen auch der Gegner jetzt sicher mit einer Flanke. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Nutzt er die Chance? Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und was sagt der unparteiische Elfmeter? Ja, jetzt hat er überhaupt nicht überlegt. Zu Recht, es gibt den Strafstoß. Das ist natürlich ein ganz früher Elfmeter, völlig berechtigt, aber sehr ärgerlich. Ja, das ist natürlich bis hier. Also viel genauer kannst du den Ball gar nicht mehr schießen. Perfekter weiter Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und er war im Zweikampf zu spät dran. Und die gelbe Karte ist fast noch ein bisschen geschmeichelt für dieses Foul. Also auf der Linie ist er kaum zu bezwingen. Das war klasse, das war fantastisch. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus. Aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Und er findet den freien Mann. Wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Ja, Fehlpass. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, ein schöner Pass. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Foul. Da Endstation Torwart. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Weltklasse vom Schlussmann. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Und so muss es sein. Gute Faustabwehr, raus mit dem Ball aus dem Strafraum. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz.
Junge. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Und nach diesem Ausgleichstor gebe ich hier keine Prognose mehr ab, ob es heute noch einen Sieger gibt. Ja, was für ein Pass, der Beweis der Übersicht. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Die beiden Mannschaften werden hier wohl erstmal mit einem Unentschieden in die Pause gehen. Da geht er jetzt noch ein Stück, bevor er flankt. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Toller Eckball. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Ja, es gibt verdientermaßen Applaus. Toller, langer Ball. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die? Ja, da geht er auf Nummer sicher. Das ist auch richtig so. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und der Halbzeitstand lautet 1:1. Ja, ich bin sehr gespannt, ob beide Mannschaften dieses Niveau halten können. Sie sind ja wirklich gleich stark. Und naja, vielleicht wird ja eine Mannschaft etwas dominanter. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die zweiten 45 Minuten. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch Gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Er holt sich den Ball, gut gemacht. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Den Ball nach vorne gepasst. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ah, der sitzt. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Okay, das ist eine knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Ja, der kann es einfach. Der kann es, was diese langen Bälle angeht.
Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, da gibt es auch keine Proteste von den Fans. Das muss Gelb geben. Hoffentlich liegt ja keine ernsthafte Verletzung vor. Oh, das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon bedanken, dass er nur Gelb sieht. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, das war klasse. Das war ein richtiger Zuckerpass. Riesenmöglichkeit. Klare Entscheidung des Schiedsrichters. Das muss Abstoß geben. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Schönes Zuspiel zum freien Mann. So, jetzt müsst ihr den Ball hereingeben. Einfach weg mit dem Ball. Ja, jetzt müsst ihr den Ball aber nach innen ziehen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf. Und die Konsequenz natürlich gelb. Das war ein ganz böses Foul. Da hätte man nach meiner Meinung sogar rot zeigen können. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Einwurf. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Gehalten. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Gut gespielt. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrplan. Ja, den holt sich der Keeper. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, böses Foul, das musste Freistoß geben. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und klasse, wie er den Ball... Und jetzt muss er schießen. Und der geht rein. Und jetzt ist er drin. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Das weiß man doch. Das weiß man doch, dass der gute Freistöße schießen kann. Ja, und mit der Hereingabe kannst du keinen Keeper in Verlegenheit bringen. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Klasse Zuspiel, gut getan. Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Oh, da müssen wir in der Historie des Pokalfinales lange zurückblättern, um sowas zu finden. 3 Tore in einem Cup-Endspiel. Und jetzt hat der Trainer, ja, die Frage nach dem Sieger hat sich heute nicht allzu lange gestellt. Kein Wunder bei diesem Ergebnis. 4:1.